Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm. Und jetzt herzlich willkommen hier zum zweiten Teil von The Hunter Call of the Wild. Ja, ich habe jetzt gerade hier an erster Ort und Stelle hier mein Reh verwertet. Und jetzt habe ich eine nächste Mission. Und zwar soll ich Aussichtspunkte suchen. Die nehmen wir dann mal an. Talk. Besuche einen Aussichtspunkt. Aussichtspunkt. Da oben ist einer. Na, dann besuchen wir den mal. Hoffentlich ist jemand zu Hause. Steht da was? Was ist das da denn? Ach, ein Papierkorb. Oh. Entschuldigung, das war ich. So, da hinten geht's los. Also man muss ja sagen, die Grafik ist ja viel besser wie The Hunter Classic, ne? Obwohl bei The Hunter Classic dieses Timbergold Trails hier, dieses Kanada-Revier, das ist auch schon super. Wenn du einen Aussichtspunkt besuchst, werden interessante Orte und Informationen über die Umgebung sichtbar. Aha. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, kann ich da denn schon was... Doch, da habe ich ja schon einige Punkte hier. Aha. Ich verfolge doch gar kein Tier. Hä? Oder ich habe ein Tier ausgelassen. Weiß ich auch nicht. Drücke jetzt jederzeit M, um den Kartenbildschirm zu öffnen. Das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. So, mache ich. Fertigkeiten. Auf der Karte siehst du das Revier und den bislang entdeckten Bereich. Was habe ich denn bislang entdeckt? Achso. Du kannst dich per Schnellreise an jeden besuchten und entdeckten Außenposten begeben, indem du ein Symbol auf der Karte anklickst. Aha, das habe ich noch nie gemacht. Darüber hinaus ist auch das Setzen von Wegpunkten möglich auf der Karte. Auf der Karte werden außerdem Jagddruck und Bedürfnisgebiete angezeigt. Mehrspielermodus erkennst du die Karte anderer Spieler anhand ihrer Symbole. Aha. 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 Also. Ja gut, das ist ja praktisch wie The Hunter Classic. Oh ja, Wind ist ja. Tierrufe. Geld. Ja, das will ich jetzt aber nicht alles durcharbeiten. Das kann man mittlerweile wohl mal machen, ne? Jagddruck, wie sieht das denn aus? Du übst Jagdus aus, indem du ein Tier triffst und schließlich erlegst, woraufhin andere Tiere das als Gebiet meinen. Du kannst Jagddruck in einem einzigen Gebiet aufbauen, um noch mehr Tiere einzuhalten. Also. Der Jagddruck verschwindet, wenn er in einem anderen Bereich aufgebaut wird. Angezeigt wird er durch ein farbiges Feld auf der Karte. Ach so. Das habe ich mich früher schon immer gefragt. Dachte immer, das wäre ja gut, ist ein Bereich, wo man Tier geschossen hat. Aber jetzt verstehe ich das. Naja,
Entschuldigung. Ah, die Ecken. Hier, das ist ja hier diese Dings von Sauerampfer da, diese roten Saatdinger da. Und da hab ich halt da. Ach ja, hier, wer nicht weiß, Gänseblümchen. So, das ist also unser erster. Oh. Es schreit ein Reh um Hilfe. Aber im Moment kann ich nichts aufnehmen hier. Nö. So, also Aussichtspunkte, die man noch nicht besucht hat, scheinen grün zu sein. Was steht dann auf dem Schild da? Ratenfeld, südlich vor Posten. Aha. Naja, vielleicht müssen wir da ja gleich hin. Oh, Treppensteigen. Ich habe so ein kaputtes Knie. Vielleicht geht das Orchester wieder los. Ich konnte André Rieu ja überzeugen, dass er mich begleitete auf dieser Mission. Noch nicht? Jetzt wird's aber Zeit. So, seid ihr fertig? Ich komme jetzt. Ihr könnt jetzt anfangen. Hallo. Oh, wow. Kein Orchester. Begutachten. Quite a view, isn't it? From here, you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Ratenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Aha. Und die kann man jetzt hier anwählen. Ist das richtig? Nee, kann man nicht. Das muss mal sein. So, Wegpunkt setzen. Da wollen wir jetzt hin, weil da ist ja, glaube ich, so eine Art Blockhaus. Vermute ich mal, weiß ich nicht, aber... kann man doch, hier kann man auch. Dann nehmen wir die doch gleich mal mit hier. Erst den da, wenn das geht. Nee, da geht nicht. Der geht. Aha. Naja, stoppen wir da mal hin. Mal gucken, was uns denn so erwartet hier. 246 Meter. Oh, hat er was gerufen? Was ich nicht gehört habe? Kann man die Dinger lesen? Waldbrandrisiko. Ich finde das interessant. Die Karten, die zeigen ja, sie befinden sich hier. Woher weiß die Karte das? Das ist mir schon immer aufgefallen. Auch so bei Gebäude, bei Fluchtplänen ist es auch so. Die Karten wissen immer, wo man steht. So, wo soll ich dann hin? Ich solle einen Außenposten ein Tier aufnehmen. Oh, zu spät. Annehmen.
Besuche einen Außenposten. Okay, Außenposten, das vermute ich jetzt mal. Das sind diese Blockhäuser. Da kann ich auch wohl direkt hingehen. Hoffentlich ist das da, wo ich hin will, auch ein Außenposten. Herrlich. Wirklich, also die Grafik ist wirklich. Viel zu schade, das Gelände, um hier zu jagen. Ey, hier sollte man nur spazieren gehen. Das habe ich übrigens bei The Hunter-Spielen auch schon öfters gemacht. Nur Fernglas mit und dann durch die Gegend laufen. Muss man mal bewusst machen und dann hier auch Tiere beobachten. Brumpfschrei. Man hoffen, dass da jetzt hier hinten der Dings ist. Ja. Warnruf. Der weiß, dass ich da bin. Ja, ist ja gut. Der war gar nicht so weit weg. Aber ich will ja jetzt zum Außenposten. Meine Mission ist ja, den Außenposten zu finden. Und da ist auch eine Info. Oh, warte mal. Hat das Viech hier nichts anderes zu tun? It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. Na, wollen wir es hoffen. Aber ich habe den Schuss nicht gehört. Ich meinte, die Waffe hat nicht geknallt. Ich habe den Schuss nicht gehört. Also. Das klingt ja wieder. Tausend Öcken. Und ein Fertigungspunkt. Und 250 Erfahrungspunkte. Gibt's noch was? Und neuer Hintergrund. Eintrag zum Kodex hinzugefügt. Erfahrungspunkte 100. Bist du jetzt fertig? Ja, anscheinend gut. Okay, dann will ich mal gucken, wo das Reh hin ist. Blöd ist, hier findet man die Spur ja erst, wenn man drauf steht. Seht ihr, man muss drauf stehen. Tödlicher Treffer, gerade eben.
Ist das Flüchten oder ist das nur eine Fußspur hier? Ich brauche Blut. Ja, ich gehe aber mal zurück. Vielleicht ist das ja die falsche Fährte. Oh, da liegt was. Da ist Blut. Ich glaube, den Regen muss ich noch mal was leiser stellen hier. Pferden sind hier ja genug, ne? Was sind das denn hier für Zeichen da? Aber ich glaube, da können wir euch nicht mal nachher drin. Hier ist wieder Blut. Blutungsgrad Mitte. Wo ist mein Reh? Wow, es gewittert. Das klingt geil. Ich soll das Tier tödlich getroffen haben, sieht das so. Ach, vielleicht ist er ja hier im Gebüsch zusammengebrochen. Da liegt er. Sieht doch ziemlich tot aus. Weiblich, 49 Kilo. 200. Voll das Becken, Kreuz- und Steißbein. Jetzt in der Beschreibung heißt das immer Muskel, sonst ist das immer Körper. Ne? Ja gut, weiter. Ich will in dieser Folge ja noch, ich glaube, ich muss das Wetter leiser machen. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Ach, annehmen muss ich ja noch. Was ein scheiß Wetter hier. So, wo ist der Außenposten? Da hinten.
Mann, versucht er sein eigenes Wort, Junge. So. Wenn da, wer noch? Und was ist hier jetzt? Hier steht ja gar nichts. Hä? Warte mal. Kann man das Ding nicht löschen hier? Da will ich hin. So, 150 Meter weiter noch. Oh, ich dachte, ich wäre schon da, ey. Man sollte die Karte vergrößern, bevor man einen Wegpunkt setzt. Wollen wir hoffen, dass ich nicht noch einen Reh sehe zwischendurch. Aber das werde ich dann ignorieren. Da werde ich jetzt, wir werden jetzt direkt da zum Dings gehen. Die Folge ist gleich vorbei. Die Schnellreise in jede Region wird verfügbar, sobald du den dortigen Außenposten erreichst. Aha. Gut. Im Außenposten kannst du neue Ausrüstung kaufen, Herausforderungen annehmen und dich ausruhen. Sehr schön. Ah, das haben wir. Wisst ist der Außenposten. Ah, die Fahne. Hier muss eine Fahne gesetzt werden, richtig? E. Ja. Ah. Cozy, right? Outposts are great for stocking up or just taking a break. So, neue Mission. Schieß ein Foto von einem Dammhirsch in Ratenfeld. Mehr Informationen Y. Aha. Annehmen. Und mehr Informationen unter Y. Hi there. I've got a bit of an unusual question. Ja. I hope you don't mind. I think I mentioned Gerlinda, right? Well, here's the thing. She's writing a book about fallow deer. Her second one, actually. She's got a small obsession for fallow deer. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for someone to help out. It's a bit specific. I remember hearing that you're quite the photographer yourself, so I thought I'd pass along her offer. She's looking for a picture of a fallow deer taken in Rattenfeld. She'll pay quite well for it, so it may be worth the effort.
If you were looking to help out Gerlinda with that picture, you're in the right place. You're in Ravenfeld. Aha. Also wenn ich P drücke, kann ich eine Kamera. P. Gerlinda is lovely, but here's a friendly tip. Don't ask her about fallow deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Makes me hungry just thinking about it. Aha. Okay, oh, da blinkt was, sehe ich gerade. Ja, wisst ihr was? Aber das machen wir im nächsten Teil. Und wenn ihr euch wieder fragt, was macht haben wir als nächstes? Oder aha, wird das was mit dem Zombies? Dann schaut euch den nächsten Teil an. So, ich wünsche euch was. Bis dahin. Winke.